Bonjour und willkommen hier an der Kirche zu Elven, eng von den wenigen Ortschaften am Land, die zwei nehmen hat, da wisst, dass es auch noch bezeichnet wird als Trois Vierges. Die germanische Bezeichnung Elven geht wie Schenk zurück auf einen fränkischen Clan, den sich zur Zeit von der Völkerwanderungen hier etabliert hat. Die französische oder wallonische Bezeichnung Trois Vierges weist hin auf die Verehrung von drei weibliche Figuren, die hier von den Kelten verehrt gesehen, ähnlich wie da doch zu feiern der Fall war oder an der Stadt am Grund bei der Greinskapelle. Die drei Gottheiten, die waren zuständig für das Leben, die Engstung am Anfang, die andere hat die Lebensfurdem gesponnen und die dritte, die hatten dann aufgeschnitten. Wie die Leute hier an der Gegend christlich gesehen, du hat der Kult weiter gelebt. An et war de Wunsch vun de christliche Missionäre fir den da verschwannen zu dienen, dofir huse sich bemméit fir zu ersetzen durch die Verehrung vun drei weiblichen Heiligen, die Heilig Fides, Spes a Caritas, dat heißt und sich Gelaf, Hoffnung erlebt. Die drei sind noch hei op dem Seitenaltar 100 mehr durchgestaltet, handelt sich do gotisch Figuren. Das ist so, dass am 15. Jahrhundert der Kult von den drei Jofferen, Trois Vierges, zu Elven dokumentiert ist. Am Jahr 1630 hat ein Herr von Kleef, den auch Herr von Elven war, der Gottfried II. Von Elz, also seine Frau Dorothee de Raville, der Franziskaner, das Heiligtum geschenkt. Den Gottfried II. Als 1631 gestorben, gouf dann noch hei begrüven. Franziskaner hun da von 1640 bis 1641 die Kirche gebaut, an der man haut dran sind. Das eng Bettelordenskirche gewircht, das heißt, es müssen ganz einfach sein von der Architektur hier. Sie hat auch keinen Turm, außer einem kleinen Dachreiter, den hei über dem Schiff steht. Dann als 1924 Stängenturm drugebaut ging, dat als selbst beikommers wie die Franziskaner fort waren. Als Bettelorden hun sie kein gebaute Kirchturm dürften hun. Die Kirche gouf dann angerichtet nur den Idealen von der Gegenreformation, das nämlich Ende vom 16. Jahrhundert die Jakob von Elz, den als Erzbischof von Trier die katholische Reform aufhängt. Die wird dann ganz stark gefördert von den Generalgouverneuren. Der Mobilier, den als prächtig, das Holz, was marbriert ist, es soll ganz nobel ausgesehen. Am Ideal von der Gegenreformation als der Kirchenraum ein Bild vom Himmel. Das ist ein ganz wichtiges Element für die Zeit zu verstehen. Dann als Bild heibannen, ob es Skulpturen sind oder Malereien, aber auch ein wichtiges Mittel für das Volk zu errichten am Glas, weil ja die allermeisten Leute an der Zeit nicht lesen und nicht schreiben konnten. Dafür haben wir auch ganz viele Bilder, zum Beispiel Hauptaltar eine Durchstellung von Jesus seinem Kreuz, was abgerichtet wird. Das ist eine Kopie nom Rubens, das Original, das hängt an der Kathedrale von Antwerpen. Hier auf dem Seitenaltar, da haben wir auf der einen Seite die Verkündigung, auf der anderen Seite dann den Heiligen Franz von Assisi, der Patroner von den Franziskaner am Gebiet. Da merkt, dass der Kirchenraum hier eigentlich an zwei gedeelt ist, durch das Seitenaltar an ein Portal, das die zwei Mivelstecker miteinander verbindet. Das ist, weil es eine Ordenskirche war, da haben drunten, da stehen dann Sitzer, Stallen, wo die Franziskaner sich abgehalten haben für das Chorgebiet. Die Kirche hat doch schon am 17. Jahrhundert eine Orgel, was ganz außergewöhnlich war, mit etwas ganz Teures wie auch Haut. Und waren am von Geholl nimmen mit großen Kirchen, die sich das leisten konnten, hat aber die Zeit zum feierlichen Gottesdienst geheiert und war ja das, was die Franziskaner hier, die Pilger, auch an der Kirche bieten wollten. Die Kirchenfenstern, die sind erst 1925 hingekommen. An der Barockzeit waren die Fenster normalerweise einfach aus klarem Glas, was mit Blei zusammengesetzt war. Die heutigen Fenster, die passen trotzdem bei dem Kirchenraum, weil sie immens viel Luft rauslassen, was an der barocker Kunst eine große Rolle gespielt hat.